Guten Morgen, Tien alle. Ich heiße Ihnen hier herzlich willkommen zu diesem Sonntagsmorgens hier zur Versammlung. Und wo wir uns wollen wieder in Gottes Wort entdecken von der Prädicht. Das wird in der Predigt das 15. Poat sein. Weil wir unsere Bibel nur mehr unter Matäus 5, Vers 31 und 32. Das soll uns Tagsvers von der sein. So Matäus 5, Vers 31 und 32. Du wird gesagt, das haben wir Jesus in wird, du wird gesagt, wer sich von seinen Frau scheiden wird, soll einen Scheidungsschein ausschreiben. Aber ich sage Ihnen, dort wer immer sich von seinen Frau scheiden wird, bitte wie ein Ehebruch, der verursacht, dort soll eine Ehebrecherin wird. Und wer sich erfried, brach auch die Ehe. Aber so wie uns tags von dir, weil wir uns hauptsächlich zum Gebet. Lass ich euch davor, wie kommen wir für die und wir danken die für deine große Not. Und auch für dein Wort. Aber wenn wir mal gucken, was von Wort wie für uns haben und wo das abstehen geht und wo wir das gehen, unsere Fleischel in der Tür ist, Herr, damit wir flattern. Wer ist ein Sturm? Wer ist genug? Groß genug, dem dein Wort vollkommen holen. Und Herr, du bist groß. Als arme Pracher kommen wir für die in Baden um Genot. Dass die uns machst, dein Wort sehen und dass uns auch am Hart geschrieben worden, dass wir das so abnehmen, als die dort geredet haben, dass die dort meinen das. Und Herr, machst die halten, dass wir uns einen Gott denken, die ganze Zeit lassen. Und dass wir bloß uns nicht die rechnen, die Gotten wohlgefallen. Und nicht nur ans einen Gott denken. Himmlischer Vater, musst du das geben in Jesus sein Namen. Amen. So, wir haben hier ein Tag von dem, was ich da um euer Leben handeln wird. Aber eigentlich anfangen in den Tags zu gehen, weil ich uns ein klein bisschen aufmerksam werden auf was du von der ersten Tag so hochgehoben wird. Und das ist den freien Will. Du wirst den freien Willen hochgehoben. Und ja, die Menschen haben einen freien Will. Das wisst die Bibel uns, die haben einen freien Will. Bloß, was wir von der wollen, weil wir uns das nur zu Kopf sagen, weil wir uns durch diese Botschaft von der das besäuen, was passiert, wenn Gott den Mensch zu seinen eigenen freien Willen lässt. Was passiert dort? So, ab einem Tag müssen wir uns dann fragen, erst dort wir wollen uns freien Willen ausleben, oder weil wir unseren freien Willen unterbrechen haben und weil wir haben, dass Gott seinen Geist uns soll leiden. Die Dinge, die wollen wir von dir im Gedanken holen durch diese Botschaft. Und dann wollen wir dort auch sagen, was die Bibel uns wesen lässt, wenn ein Mensch, wenn Gott den Tag lässt, und der jaft den Weisheit und Reichtum und alles, was der Mensch bis jankern kann. Und dann tut er noch den freien Willen. Und da wollen wir uns mal Segen sein, als das, was wir wollen. Er weil wir doch auf einmal nicht so sein mit unseren freien Willen pochen. Und weil wir doch haben, Gott, der soll uns unter seine Kontrolle haben, nicht unter unseren freien Willen. Weil wir dort in Gedanken halten. Markus, der Schrift von der Zelje. Aber der hat ein klein bisschen deeper donen, auch kriegt es Matäus. Markus 9 und Matäus 19 reden von der Zelje. So hier gehen wir wieder verüht einmal in der Evangeliums, wieder verüht aus der Prädicht. Ich glaube, dass wir waren durch das Neue Testament predigen, wo wir hier Lothar nochmal, und dort wird lang Lothar sein, wo wir hier frisch antasten. Aber wenn wir kicken in Markus 9, du handelt sich um das Zelje, um Entscheidungsbrief zu geben, es dort erlaubt, dass es dort okay ist. So Markus 9, Vers 2. Sagt es dir, dann kommen einige Pharisäer zu versiegen. Da kommt Jesus zu versiegen. Und früh und abend auf ein Mann sich mit Reich von seiner Frau scheiden kann. He sagt ihm, was sagt Moses ihm gesagt? Sie sagen, Moses hat dort gelassen. Dort ein Mann, seine Frau, kann einen Scheidungsbrief schreiben und ergehen lassen.
Dann antwortet Jesus und sagt, Moses schreibt jemand, der gesagt, bloß weil sie im Hort so verhart sind, denn so schwer zu belehren sind. Aber als Gott am Anfang alles merken deit, mögt er einen Mann, eine Frau, deswegen war ein Mann vor einer Mutter verloren, mit seiner Frau taub zu sein. Und die zwei waren ein Fleisch waren, so dass sie nicht mehr zwei, aber ein Fleisch sind. Was Gott gebunden hat, soll der Mensch nicht ihn einlösen. Und dann, Matäus 19 redet hier von dasselbe. Weil wir uns dort wie die Beitragsgründen haben, weil wir uns dort auch überlesen. Matäus 19, Vers 3, du fängst dort an, wo das eigentlich dasselbe redet, als was Markus reden wird. Matäus 19, Vers 3. Ein Pharisäer käme nur an und versagten am durch, dass sie am frühen. Es hat reich, dass ein Mann sich scheiden wird von seiner Frau, wegen irgendeiner Ursache. Er antwortet und sagt am, habt ihr nicht gelesen, dass die Menschen gemerkt haben, ein Mann eine Frau mögt? Und seht, ein Mann wird vor einer Mutter verloren und sich mit seiner Frau verbinden, dass die zwei eint waren. Und dann sind die nicht mehr zwei, aber ein Fleisch. Und was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht von unterscheiden. Sie sehen, woran befiehlt Moses dann, dass sie sollen einen Scheidungsbrief geben, sich von ihrer Frau scheiden. Und er sagt, Moses hat ihnen erlaubt, von ihrer Frau zu scheiden, weil sie im Horten so aufgehört sind, aber am Anfang wird dort nichts steht. Und ich sage Ihnen, wer sich von seiner Frau scheiden wird, wenn sie am nicht als andere war, in eine andere Fried, der braucht die Ehe. Und wer sich mit einer geschiedenen Frau befriedet, braucht auch die Ehe. Und so, hier haben wir das sehr klar, dass der in Anfang alles mögt, der mögt ein Mann und eine Frau. Nicht ein Mann und 5 Frühs, oder nicht 5 Männer und 5 Frühs, dass die sich am sich vertuschen können. No, der mögt ein Mann und eine Frau. Von Tieren ist nicht so viel zu finden, den Zweig. Gott mögt von allen Tieren. Aber die Menschen, die sie im Bildnis gemerkt haben, die mögen sehr spezifisch. Da wir ein Mann und eine Frau, so hat Gott das am Anfang gemerkt. Und dann müssen wir uns fragen, okay, warum ist das dann nicht so dort geblieben? Weil die Antwort hat Jesus auch all. Das ist nicht Gott seine Schuld, das ist seine Schuld. Wenn sie am Horten so hart sind, wenn sie nicht Leuten belehren, wenn sie das immer anders wollen als Gott, wenn sie in ihnen Janker wollen zufriedenstellen und dann steht Gott gehorsam sein. Das ist der Trouble. Der Trouble ist nicht, dass Gott den Menschen auf Arach gemerkt. Der Trouble ist, dass der Mensch gegen Gott fährt, dass der Mensch will Gott sein, dass der Mensch will sich in ihnen weichgehen und der will sich nicht leiden lassen von Gott. Das ist der Trouble. Das ist kein Trouble, sagt Jesus. Aber dann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir sagen, naja, aber du sind doch so viele biblische Characters, oder Menschen in der Bibel, wo die Anerkennung haben gehört von Gott, wo den Sehen haben gekriegt von Gott, und die sind das Gebot auch so sehr ungehorsam gewesen. No, die sind. So ist zum Beispiel den König Salomo. Warum hat der König Salomo so viel Frühes? Warum hat er so viel Frühes? Und das zum Stehen. Der hat 700 Frühes und der hat 300 Nebenfrühes. Und das ist ein Ding, was in uns Kopf gleich Raum hat. Warum? Wenn wir sind alle in der Zeit geboren, wo wir würden uns, wo das Christentum mit mehr den Grund gelacht hat. Wo das nicht normal ist. Dort Männer mehr Frühes haben. Aber wir müssen uns fragen, warum erlaubt Gott das? Warum erlaubt Gott das? Dass Gott das approven? Weil wir eines klar haben. Gott erlaubt Dinge. Aber das ist nicht, dass er die approven das. Weil wir bloß mal
dort wir wollten, wo wir hier mit meinen, wir wollen eine Räume eingehen. Wir Gott, du mit anverstehen, dort Gott hat approven, dass sie andere Jätter deiden. Dort Gott hat approven, ab keinen Weg. Aber er leitet, dass die andere Jätter deiden. Warum? Wegen sie Gott eingehorsam werden. Wegen sie, wann sie Gott noch kennen, in Römer 1, Vers 21. Er sagt, und wann sie Gott auch kennen, sie geben am nicht die Ehe aus Gott. Und das wird die Ehe geben, dort Gott die Ehe geben, dort weil wir sehr an Denk halten. Wenn sie nicht Gott die Ehe geben, wem geben sie dann die Ehe? Die wollen wem die Ehe geben. Dann muss wir nicht anders sein, können nicht anders sein, als womöglich geben sie sich selbst die Ehe. Entweder Gott ist Gott, oder wir sind uns einer Gott. Und das, was er meint, nicht Gott die Ehe geben. Nicht Gott die Anerkennung geben, für was Gott getan hat, und uns der Kredit, was Gott gehört, der spricht wir uns selbst zu. Das ist nicht Gott die Ehe geben. Und nicht zufrieden sein mit Gott, das undankbar sein. Wenn uns irgendwas arg sieht, was Gott tut, wenn wir irgendwo Gott accusing wollen, wenn wir irgendwo Gott verklären, wegen irgendeiner Ursache, das ist dann sagen wir undankbar. Und es steht dort, wir dankbar sind, dann sagen wir undankbar. Und was das immer noch mit sich bringt, mit den verkehrten Gedanken, so es hier sagt, sie geben sich in ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf, so dass dies der eine Auferständigkeit hat, überhaupt nicht. Und dabei glauben sie sich noch gründlich weise. Und sie glauben besser zu weit als Gott. Das ist so leicht, Gott auf die Probe zu stellen, oder Gott zu rechnen, das stimmt mir nicht. Das ist nicht recht, dass du das ist. Weil, wenn Gott nicht besser gewusst hat, wer weiß dann nicht besser? Dann bist noch du übergeblieben, wolltest du dann besser? Es ist doch nicht, wo der Mensch sich fährt und so wer es durchstellt. Dass der Mensch glaubt, weser zu sein als Gott, wenn der Gott fährt gerecht rein, der ist nicht zufrieden mit Gott, und den stimmt doch nicht, dass Gott das tut. Mit dort bekannt er sich, weser zu sein als Gott. Und er müssen sich über selbst zu norren dadurch. Aber was wird noch das Äußerste? Sie vertuschten den unvergänglichen Gott seine Herrlichkeit von Bilder von Aufgaben, sondern von Menschen Gestalt, Feuerbeinchen, krippende Tieren. Und es steht, dass sie den Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde anbeten, den deuten, und dann deuten sie leider die Schöpfung. Und womöglich sich selbst. Und das ist, was wir von der ersten Tag haben. Du werden von der ersten Tag viele Jahre gedeutet. Und der Gott, wo das meiste gedeutet wird von der ersten Tag, das ist der Gott von selbst. Und hier sagt er, du wen, die 24. Vers, du wen hat Gott anhand gegeben in der Arrenigkeit, wo sie im Harten gelassen deuten, so dass sie mit ihren eigenen Körper in Unterschon trieben, weil sie Gott seine Wahrheit verlesen, vertuscht haben. Weil sie Gott seine Wahrheit verlesen, vertuscht haben. Bloß allein, dass die dort verlehen, das was Gott die als selbst in sein Wort sagt, und die das dort verlehen, an deine Theologie durch sein Demang zu prommeln, dann dass du Gott seine Wahrheit verlesen, vertuschen. Seid nun dort, was gemerkt hast, lieber umbeten in deinen, als den, der dort gemerkt hat, der in Ewigkeit gelobt ist. Amen. Seid nun dort lieber vertrei, da was du gemerkt hast. Und ein Ding, was du gemerkt hast, das ist wie Salz. Wie sind gemerkte Dinge? Gott hat uns gemerkt. Und dort, wie dort würden hergeheben als Gott, dann dort ist korrekt dasselbe, was ich hier sage. Sie dann lieber dort anbeten in dein, als den, der dort gemerkt hat. Das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn es hier im Harten so hart sein. Wenn es Gott hat ihn Heil gegeben, und wann wir hier in die Tränen Salomon gehen, dort die viele frühes hat. Wir dort, dass Gott das approven deut, nee, er deut nicht. Wenn es hat das auch ganz klar gesagt. In 5. Mose 17, weil wir mal Handblättern da. 5. Mose 17, Vers 17. Du sagst Moses ist das. Der König soll nicht ein Teil frühes angehen, weil die können Arm vom Herrn weglenken. Er soll auch nicht viel selber in Gold sammeln.
Und das ist ein Gebot von Gott, wo Gott, das Volk Israel kann nichts hören. Dann wird das Gebot all die Gift, der soll gleich viel früher haben. Und wir würden mal sagen, was Jesus sagt, das ist biblisch, das ist, was Gott gemerkt hat. Da wird am Anfang alles möglich, die mögt ein Mann und eine Frau. Das ist, was eine Königsfamilie soll sein. Und so, aber warum sagen wir das dann, dass Gott leitet to? Gott leitet to, dass die können so viel früher haben. Weil hier kommt die freie Wahl im Spiel. Hier ist zum Anzuweisen, was passiert. Gott gab Salomo geraten Reichtum, als jemals irgendwem dann zu der gegeben hat und womöglich bei von der ersten Tag. Er gibt den mehr Weisheit, als du jemals gefangen worden und womöglich bei von der ersten Tag. Ich weiß nicht, mit der limited technology, was sie dann gehabt haben in der Weisheit, was er dann all besetzen hat. Was Salomo dann besetzen hat, von wo hat er das bis alle her? Weil Gott sagt, ich will die Weisheit geben, so das kein. Nicht, du keine fertig was, wo du so viel Weisheit gehabt hast, und du wirst keine herkommen. So Salomo ist eine Weisheit, die wir so weit überall, dass die von Halbmaram der Welt am Keim besehen, wegen dieser Weisheit, diese Weisheit, von der wird über die ganze Welt geredet, wo weißt du ein König ist. Und wann, und das der König von selber, am besehen kann, und dort er sich nicht länger bearbeiten kann, und sage ich, da wird erkehrt von dir in uns Land, und dort will ich nicht glauben. Dort will ich bloß nicht glauben. Deswegen ist das wir so weit, was kann so sein, ich will das nicht glauben. Und nun, wenn ich hier sehe, in so einer Weise, nun mag ich dort nicht mal der halb gesagt werden. So wäre es wie Salomo. So, hier kann einer sein. Wenn Gott den Mensch, alles gibt, was den Mensch bloß geankert hat, der gibt Weisheit, Geld, also Reichtum, so viel Reichtum ist die bloß Menschen kostet. Und dann tut er noch den freien Welt. Hör mal her, was ich hier sage. Wenn Gott die alles gibt, was die bloß geankert hat, und dann tut er noch den freien Welt, dann soll wir, was das gibt. Und Luther, als Salomo erst im Einkampf, dann beklagt er sich, dass das auch noch alle hat nicht eingehalten. Er hat von alles ja, was er sich bloß auf jankern lassen, und das ist in Salomo seine Schreibung, wie das fing. Er hat bloß rein alles, was immer am Janker, du hast Zugang zu gehabt. Und dort leer arm, zum Verdorben. Wenn Gott deed nicht arm begrenzen, die Leute in den freien Welt, die kannst tun mit dem, was du weißt. Und das soll uns von der einer lehren. Als das, was wir wollen. Als das, was wir wollen, dass Gott uns den freien Welt gibt. Uns hat so viele Dinge, was bloß Gott geben kann. Das können wir uns nicht verdienen, das können wir uns nicht betonen. Bloß Gott kann das geben. Und der Welt, wie so agieren. Ich habe mal diesen Frau sagen, ihr seid hier. Menschen wollen so agieren, die Dinge, was bloß Gott geben kann, aber die wollen Gott selbst nicht. Und das ist, was passiert. Wenn Gott uns jeder Ding gibt, was wir uns wünschen. So, wenn wir in 1. Königs aufgehen. Das ist die Geschichte von Salomo. Ich habe hier das geschrieben auf Englisch. Here we see what happens if a man is given much wisdom and wealth, but also given a free will. Das ist, was passiert. Wenn ein Mensch als viel Weisheit gibt und viel Reichtum gibt, und dabei nach den freien Wahl gibt. Nicht da mit das, was du weißt. Das ist keine begrenzt. Du kannst tun, was du weißt. Du bist ein König, du hast kein Rot über die, du hast kein Kommentar, was die begrenzen, du hast den freien Wahl da. Das ist, was dann passiert. 1. Königs 11. Aber Salomo gleicht viel früher von Unterfeldern. Bitte die Tochter von einem ägyptischen König,
da heißt ich Fried. Fried heißt ich auch früher von der Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Sidonier und Hethiter. Hei neum, da aus seine frühes, wann der Herr doch die Israeliten gesagt hat, dort sei sich nicht mit der befreien soll, da sich nicht mit an. Weils, da wurden anverladen, dort sei ihre Götter anbeten würden. Aber Salomo können sich nicht von der Weich holen in Gleichheit. Salomo hat 700 frühes und 300 nebenfrühes. In diese lenkten sie ein Hort weich von Gott. Bat Salomo alt wird, hatten seine frühes am Duto gekriegt. In diese vierte Vers, weil wir hier ein klein bisschen anholen und ein klein bisschen was bemerken. Bat Salomo alt wird, dann haben die das Batu gekriegt. Was will uns das eigentlich sein? Solange als Salomo selbst die Macht holt und jung wird, ich kann du wen. Ich kann all diese Frühes haben. Ich bleib du wen treu. Ich sehe du wen, ich tue du wen den Herrn seine Arbeit. Das ist doch möglich, was dort können gewahr sein. Aber so bizarr brackelt du mal auf und so bizarr. Und jetzt wird es hier sagt. Bat Salomo alt wird. Sei dort dir sein Lebenszeit. Aber die deuten dort schließlich, was vielleicht würden sie in den jüngeren Jahren gedacht haben, was nervös passiert. Ich deute du wegen den wahren Gott. Ich deute wegen den Tempel opfern. Oder ich bringe mein Opfer in den Tempel. Ich bringe mein Opfer nicht in die falsche Götter. Und wenn ich so eine Frühes habe, das tun, aber ich tue nicht. Aber was er alt wird, dann kriegen sie eine Frühes am Dach durch. Dort, hij sagt, bat Salomo alt werd, hadden seine frühes am Dute gekriegt, dort hij Jette anbeten deut. Salomo wir in sein Hort nicht ganz treu zu den Herrn, sein Gott, so als ihm Führer David gewas wird. Haben wir nicht ganz treu, oder wie würde man sagen, haben wir nicht ganz so treu, als David noch gewas wird. Wegen was soll wie von David? Wie hei nicht der Herrführer von dit? Wie hei nicht Krieg so? Hei wie auch ein König. Wegen was soll der König tun? Wenn wir nicht mal trainen, 4 Mose 17 gehen. Wegen was wir den König seine Arbeit? Was soll er tun? Hij soll dit doen. Gaan we niet teruggaan. Ne, 5. Mose 17, hij sagt, der König soll sich nicht ein Teil frühes angehen, weil die können vom Herrn weglenken. Hij soll auch nicht viel selber an Gold sammeln. Aber was soll der tun? Das ist, was er nicht soll tun, aber was soll der tun? 18. Vers. Da Jahr, was König wird, soll sich eine Kopie von diesen Gesetzen aufschreiben von der Burg wohnt der levitische Priester haben. Und denkt daran, dass das so eine Zeit, wo nicht Printing Presses sind, oder wo sie nicht Becherfabriken haben. Das ist, was du hast, was du zum Lesen hast, das ist einfach aufgeschrieben. Und das, was den König seine Arbeit wird, das soll häufig aufschreiben. Das ist seine Arbeit. Und ich weiß nicht, als jeder mal gemerkt hat, aber wenn jemand was abschreiben, da bleibt jemand dabei sagen, wenn ihr das bis gelesen habt. Das wird den König seine Arbeit soll sein. Und da wird wir können sagen, na ja, aber so trag es das mal sein, ein Land regieren, und dann soll er nach die ganze Bibel aufschreiben. Ja, yes, das wird die Sache. Wegen anders was die andere werden. Das wird die Sache. Er sagt, er soll das Buch bei sich holen und alle Tag du ben lesen. Er soll alle Tag du ben lesen. So wird er lernen, den Herrn, der sein Gott ist, zu fürchten, und diese Gesetze in Verschriften zu holen und ausführen. Das wird den König seine Arbeit ist. Das wird er soll tun. Er soll nicht hochnäsig zu anderen Israeliten sein und die Gesetze nicht zu streng oder zu leicht ausführen. Dann werden sie in seinen Nachkommen lang in Israel regieren. So das ist, was der König soll.
Hij soll nicht hochmäßig zu anderen Israeliten sein. Nu we bis mal kijken, wat moet Salomo zijn leven geweest zijn. Von wem zijn kosten kwam dort? 700 Frühes en 300 Nebenfrühes, die zu ihn erholen. Da moet de Tagstoel met 2 gefallen haben, nicht? Heb je mal an gedacht, an von der ersten Tag? Jedes Mal, wenn die Regierung was anrechtet, da wird gesagt, well, there goes the taxpayer's dollar. Ja, maar du hebt den Tagstoel als in Geld. Wel, das ist, was die König nicht soll tun. Der soll nicht hochher leben von ab der andere ihre Kosten. Der soll das nicht tun. Aber das wird krank, was Salomo tut. En David, der König David, wie actually was beter. Der wie nicht beter. Wenn sie ein Hort auch Tränen im Herrn dreht, wenn er sich gesündigt hat, und dass er Tränen Gott kommen, und wir wollen, dass wir bis Gott seine Hand, was den Tränen brach. Und das sei wie in Psalm 32, wenn wir die haben, wo wir ein Stückchen Luther nach durchhängen. Aber dass wir Gott seine schwere Hand, was ab David wird, wenn er sich gesündigt hat. Und er dreht sich Tränen Gott, wenn sie können nicht anders. Dass wir Gott, was am Tränen dreht. Und wir würden mal sagen, Psalm 32, wie es uns actually in uns legt. Psalm 32 ist ein Beweis von den Menschen Welt breken, von den Menschen freien Welt mal unterbrechen. Und nu wollen wir das erst mal so tun, dass Gott das will. Jullie worden sagen, nu naar Obach, dat is wat jullie worden fijn. Maar dat is ook zo als van David met alles wegkwam. Wat immer hij deed. Maar hij kwam met alles weg en sogar met de leeuw van Bathseba. Dat hij zich nu bij zijn vrouw nam en laat hem nu bij aanbrengen en de vrouw van zich houden. Dat hij met hurrie, met hurrie wegkwam. Hij kwam met moord weg. Maar God grijpt den. Wenn es hier in 2 Samuel 4, Vers 12 und 13 sagt, und David sagt dort, dat der Herr am Hoor als König über Israel gesagt. Hij sagt auch, dat der Herr dat recht groot maakt, zijn Volk, die Israeliten, erholpen. Und David nahm mehr Nebenfrühes. En Frühes für sich in Jerusalem. Nur dem, dat hij von Hebron doorheentrok. Hij had ook meer Kinder. Also, nu zegt David dat, okay, so, nu zie ik König, nu zie ik je vast, okay, nu wil ik mir dat laten schijnen. Wil ik dat niet dort hier? Wel, wat was hij zien, Salomo aan? En wat we moeten kijken doen, dit is een handwijs aan op wo de Kinder de Eltern ihre zin moel nemen doen. Weil wir uns fürchten, für Sinn doen. Weil wir das erste doen denken, dass wenn ich mir will, diese Sinn, was mir nicht clean scheint, zu tun, wo wollen unsere Kinder tun? Wollen die den Müll nehmen? Und mir hat ein Grüssel dadurch, wenn ich daran denke. Okay, wenn meine Kinder wollen, meine Sinn Müll nehmen, das wird das von David und Salomo sein, dann hat mir ein Grüssel dadurch, dann sehe ich im Trouble. Ich habe ja das all euch nicht gemerkt. Ich habe al veel te graf gemerkt, maar ik laat zeggen. En nu zie ik op eenmaal in de gevaar dat mijn kinderen dat nog worden, nog evils ooit meer. Dit is dat kraak, waarom we moeten ontdekken, we zijn in trouble, wens we hem hard voor hard zijn. En dit is dat kraak, van wie wel, van wie geloven zelfs groot te zijn, wens een mens wat met zijn ene vrije wel pochen dat. Die moet zich zeer zelfs zijn bij zichzelf im hart. Die moet zeer groot zijn bij zichzelf. Die moet zeer overtuigd zijn over zichzelf en over zijn ene kracht. Wens van wie wel nu doen denken. Dat God heeft ons een vrije wil gegeven. Nu kan je doen wat je wil. De heeft. Maar te wat viert dat? Wat is dat wat de mens zich dan wil? Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und was ist das, wenn der Mensch nicht wahr geboren ist? Wenn er noch geboren ist und Sinn?
Wenn er nach Gott schlecht leiden kann. Und er kriegt dann seinen freien Will. Ich glaube, das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen nicht einen freien Will. Und Gott sei Dank, wir haben das nicht. Wir haben nicht den freien Will. Wir müssen nur denken, dass Gott hat unseren freien Will unterbrochen. Und er hat sein Jes in uns gegeben, zum unseren Willen kriegen. Muss bloß dann, kann wir reich tun für Gott. Aber Jesus sagt, aber am Umfang wird das nicht so dort. Am Umfang wird das nicht so dort. Gott hat das nicht so dort gemerkt. Gott hat das gut gemerkt. Gott hat einen Mann und eine Frau gemerkt. Und er hat das, weil wir bis mal drei denken an, wo die Schöpfung passiert. Den ersten Tag. Gott merkt, was er tut, den ersten Tag, und dann sagt er, das ist gut. Und an den zweiten Tag, dann sagt er, das ist gut. Und das ist dort gut, die auch zu legen. Und dann kommen wir bei, wo er den Menschen gemerkt hat, und dann sagt er, das ist sehr gut. Was er den Menschen gemerkt hat, in sein Bildnis, dann sagt er, das ist sehr gut. Wenn Gott erst selbst sagt, das ist sehr gut, wie gut ist das dann? Was ist dann aber passiert? Der Mensch hat das verdorben. Die Geschichte von den verdorbenen Zustand, oder von wo das herkommt, dass der Mensch gefallen ist, das ist wie alle bekannt. Adam und Eva wären nicht gehorsam. Die bleiben nicht in diesem herrlichen Zustand. Sie drehen sich gegen Gott. Und sie deuten dort, was die Menschen in der Tür von der ersten Tag haben wollen. Sie wollen selbst Gott sein. Und kriegt man das selbe, was sie wollen, mit das kommt die so tun an und für sich ganz. Habe ich mal gedacht, dort, wenn Adam und Eva sich das nicht hatten jankern lassen, so zu sein als Gott, würde so tun haben können, was anfangen mit ihnen. Ich weiß das nicht. Aber ich denke, nee. Wenn sie nicht selbst eine Begier hatten gehabt, so zu sein als Gott. Wenn wir reden hier von so zu sein als Gott, das meint das. Ich will auf den Thron sitzen, wo Gott sitzt. Ich will dem machen, was Gott hat. Und ich will Gott sein. Das ist, was es meint. Mir soll keine Affäre sein. Ich will keine Autorität sein. Ich will selbst. Das ist, was es meint, so zu sein als Gott. Das Verlangen, so zu sein, das Verlangen haben, so zu sein als Gott. Und dann weiß wie kriegt, würde sich die Geschichte rannehmen. Der so tun selbst kennt man dort an. Und sagt er, no, das ist nicht so, dass die gestorben wurden. Wenn es Gott selbst wollte. Dort den Tag, wenn die wollen von der Erde, da wo die so sein als heu. Und du willst halt die hier bloß doel. Du willst halt die hier bloß leeg. Und dann euten sie. Und dann wollt wir was von schrecklicher Fall dort gebracht haben. Und das, was wir jetzt gelesen haben, sind alles Folgen von dem Fall. In dem Fall, in dem dort Menschen noch gefallen sind, so wie noch immer wahrer und immer wahrer und immer wahrer Gott seine Genot. Hesekiel 20 ist ein von den geradsten Beweisen, dass Gott nicht nur Strufen hat, aus dem Mensch sich dort besteht, verdrängt hat. Das nicht. Wegen so hat sich selbst was versprochen. Er hat sich dort versprochen, dass er wird wiesen, dass nicht der so tun werde, Gewinner ist. Gott ist der Gewinner. Und ich habe mal diesen Zweig die Frau gestellt kriegen. So, wenn die Mehrheit von den Menschen waren in der Halle sind, und du waren mal bloß ganz wenig geraten worden, wird das dann nicht so lauten, als wenn der so tun, der Gewinner ist und nicht Gott? Ich habe noch mal gedacht. Aber was Gott, wie wollen das diesen zwei Monaten sagen? Wenn die Menschen alle in der Halle würden sein, wird Gott sich am einen Tag wiesen als Gewinner. Weißt ihr in worum? Dass er gerecht hat. Dass er nicht spielen lässt mit Sinn und dass er ihm nicht im Schnarrenes braucht. Halt mir das zu dass ich so ein Wort brauche. Aber das ist, wo wir das verstehen können. Wenn wir noch mal wem
weil man sagen, du warst noch mal diesen Zwach gesagt. Der hat mich bis zum Schnarrenes gebrochen. Was meint das, zum Schnarrenes gebrochen? Der hat sich bis gefragt über mich, der hat mit mir gekriegt, was der will. Weil, Gott wies dort, anbrücken sie nicht zum Schnarrenes. Und wenn Gott kein raten wird, und er wird in jedem einen dort geben, was er sich verdient hat, was wies Gott sich danach durchmerkt, dass heute gewonnen ist. Wenn sie auf seine Fien dort gegeben, was er sich verdient hat. Aber Gott sagt sein Namen noch weit höher als dort. Zum Wesen, dass er sich von daher, was seine Fien sind, sich eine unteilbare Herde raten wird. Und das Offenbarung sagt, und er merkt, kann nichts in Priesters von dir. Gott zu dein. Wer ist da nicht der Verspieler? Wo soll er sitzen dann Jesus, wenn er so tun gewonnen hat? No, der so tun ist der Verspieler vom Fern an. Den Tag, wo er gegen Gott gerebellt hat, ist er der Verspieler. In den Tag, wo wir gegen Gott rebellen tun, und am gegen anreden, sagen wir mit den so tun Top Verspieler. Wie sind die, was du verspielen tun, nicht Gott. Aber Jesus sagt, am Anfang wird das nicht so steht. Dort wir nicht so steht. Wenn es Gott hört, das sei er gut gemerkt. Der Mensch hat das verdorben. Und was hat Gott damit getan? Der hat dort nichts dort gelohnt. Gott hat dort geändert. Dort das, was Jesus in Matäus 5 sagt, dort schaffen das. Was hat er dort getan? Wir wollen in 2. Korinther gehen. 2. Korinther 4, Vers 17. Gott hat den Zustand von den Menschen nicht so gelohnt. Wir haben ja dort nicht so klar gesehen, dort wenn der Mensch alles kriegt, was den Jank hat, und danach du bist dem freien Will, dann sei wie was wir gerade gelesen haben. Von Aufgaberie bei Anmoral und Ungehorsam, was so weit es werden kann, was wir von der schon da sagen, das geht nicht mal, dass uns das noch kann sein. Wenn wir noch mal von weißen Menschen hören, was du polygamous sind, und das ein Mann mit früher, dort haben uns Kopf auch nicht Ruhm. Wo schafft das bloß? Das schaffen. Noch so viel weniger, was wir hier in der Bibel jetzt gelesen haben. Noch so viel weniger. Aber was passiert, dort wir wirklich so sind, dass Jesus hier sagt, das ist nicht erlaubt. Das ist eine Brecherie. Das ist ein unordentliches Leben. Wo kommt dort ein Mensch? Wo kommt dort ein Mensch, war er so ist, als Gott am Anfang gemerkt hat? Weil wir uns das hier mal überlesen. 2. Korinther 4, Vers 17. Er sagt, du weh, wenn wir in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, was er vorher wird, ist nicht mehr, er ist nie was nie geworden. Das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versäumt hat. So, das kommt alle von Gott. Das kommt nicht von einem Mensch, wie es der einen Tag eine weise Entscheidung gemerkt hat. Das kommt nicht von einem Mensch. Das wie Jesus so auf Spanisch schauen. Die sind nicht durch Fleisch sein Willen oder durch einen menschlichen Willen geboren, aber die sind durch Gott seinen Willen geboren. Das ist, was Gott, das will in Römer auch sein, das hat Gott sich von vorher gewählt, das ist, was ich will tun. Und das ist, was hier passiert. Das ist nicht, was nie geworden. Gott hat die nie gemerkt. Er sagt, ich habe uns die Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein euer Bad unterreden, mit versäumt zu werden. Du weißt, wenn wir in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Da wo er vorher wir, ist nicht mehr. So, wenn wir sagen, nun sagen wir, was nie geworden, wie wir vorher Wort verloren, sündig, verlangen nach das Böse,
Ons verlangen wir bis Boys. En doorto geeft Gott ons den vrije wil, dat we ons willen gaan wat we willen. Wat willen we ons dan? Zolang ons Gott den vrije wil niet onderbrak, en merkt wat niet van ons, dan willen we ons immer gaan bis Boys. En dat zei we ook zum Engel in der Offenbarung. Wanneer de Engel te Johannes sagt, wer Boys ist, der soll von wieder Hans Boy sein. Von nu wieder, es ist keine Änderung beginnt. Wer du gerecht ist, das ist von wieder Hans gerecht. Waarom? Wens dat we am gerecht, mir ook de held am gerecht. Dat is nu voor wieder, wat dat is dit blijven. Of hij zegt, dat we de boys is, dat is voor wieder Hans boys. Dus geen Änderung. Wens hem dat vanuit dat boys uitgeraad worden, moet dat boys gebruiken worden. Dat verlangen wat du werkt, is een wel wat dat boys bis immer wel moet gebruiken worden. En wanneer dat is niet meer gebruiken wordt, dat wordt bis toch geloten. Dat is waarom hij zegt, dat is weer aan boys. Dus du wordt geen Änderung niet zijn. En dat is waarom einige zeggen, wo kan dit reich zijn? Dat God, de mens, wanneer hij hier heeft 20 jaar geleefd en hij heeft hier op ihr gesündigt, wo kan dat reich zijn dat hij wordt in alle eeuwigheid strafen? Wel, dat denk ik is, je glauben vielleicht, dat de mens abgeht met Sünden, wanneer hier 20 jaar geleefd heeft. No, die geht nicht ab mit Sünden. In Hall, wanneer es nicht mal Gott sein Geist die trägt. Und die begrenzt die nicht mehr. Der lässt die de bus toch. Die Struf catcht nervös ab mit deinen Sinn. Du bleibst wieder bei den Sünden. In Offenbarung sei wieder doch, wenn auch noch hier bei ihr alle Struf kommt, dat de mens verweigert sich de Tungt verbieten dat. De laat dat danach Gott, der wat de macht auf Äwa, de Pleu. Nicht halt nicht einmal Äwa, dat ist hier noch bei ihr. Wann in der Hall der Mensch weit weg von Gott seine Herrlichkeit sein. Man redet von, die sind weit weg von Gott, das meint nicht, dass Gott du nicht ist. Aber das meint, dass die Kraft von Gott, was am Kontrollen von das Böse, von du hast die weit weg. Like du, Gott seine Kraft, der nu nichts mehr an den. Der begrenzt die mit nichts mehr. Und das ist die Ursache, warum der Ewigkeit nach Historik, die Strafen wings, die kosten nie nicht sein, durch die Strafforming. Erstens, die hast gehen, den wahrhaftigen, lebenden Gott, was Himmel in ihr gemerkt hat, was die das nicht als Gutes getan hat, gegen den hast du gesündigt. Gegen den hast du gerebellt und von denen hast du Schlag geredet und hast ihn vielleicht sogar noch ein Monster genannt. Und wenn Gott die den jetzt wat wegnehmen, dass die nicht mehr begrenzen, dass das wirklich von da kommt, wo noch ein Tid über erst ab den Hort gewasst, dann regt die Ewigkeit nicht zu, um die bestrafen. Aber immerhin, er sagt, wie sind wir nicht geworden? Er sagt, du wegen, wer in Christus ist, wenn wer in Christus ist, dann ist er was nicht geworden. Das ist ein neuer Mensch. Da, wo er vorher wird, ist nicht mehr. Wegen er ist was nicht geworden. Das ist, was umfängt, den Unterschied zu merken. Dort Gott ist dort, wer uns nicht mehr zufrieden lässt, in der Kampf, in unser Brach, unseren freien Will, und er merkt wat niet van ons. En hij werkt in ons beiden dat wel en ook dat vorig meer. Want God nu den Willen in ons werkt, wo vrijheid zich die wel? God werkt in je beiden dat wel en ook dat vorig meer. So wo vrij is de wel van de wieder? De wie ook weer vrij, maar wie dan weer vrij? De wel weer vrij te willen wat ze willen, maar wat willen ze zich? Nou, de wel weer verskloeft aan de zin. So dan is de dag vaak zo vrij. So, wenn wir dort nicht sagen, was passiert, und woher das durchkommt, dass der Mensch wahrer so leben wird, dass das ein Anfang wird, dass das bloß wegen Gott den Mensch ändern wird. Dass das wegen Gott du was anderes von mir wird. In Galater 2, Vers 20, sagt er das dit. Ich sie mit Christus mitgekriegt.
Ich sehe mit Christus mitgekriegt sich. So, es ist mein Janker, mein Verlangen nach das Böse erst durchgemerkt worden. Das mitgekriegt sich. Dort sie eigentlich nicht mehr ich, der du lebst, dort als Christus, der in mir lebt. Könnte das noch irgendwo schwer zu verstehen sein? Wenn er sagt, dort sie eigentlich nicht mehr ich, der du lebst, dort als Christus, der in mir lebt. Wenn wir wollen sagen, ich habe die Macht über mein Leben, ich will mir, was ich will, okay? Dat sag ich aber, dat is eigentlich gleich mal ich. Dat is Christus, wat nu in mir lebt. Wanneer het redt van Christus in mir leven, dat meint de controle heeft hij door, over mij. Like, hij neemt de controle over ons leven. Dat leven dat ik im Fleisch leef, leef ik im Glauben an Gott zijn Sehen, der mir gut wird in sich selbst für mich handjuft. Ich stelle Gott seine Gnade nicht das Ziel wählt, wenn wir durch das Gesetz können gerecht werden, dann wird durch keine Ursache gewesen, dass Christus hat sterben muss. Wir werden uns zum Thema 3 erinnern. Was soll die König noch mal tun? Da wir immer das Gesetz. Was soll die König noch mal tun? Der soll nicht viele Frühes nehmen, der soll nicht viel Reichtum für sich selbst sammeln. Und der soll sich das Gesetz aufschreiben, der soll sich Gott seine Wort alle aufschreiben. Und der soll den Tag für Tag lesen. Der soll nur kicken. Und der soll auch nur leben. Können ihr das? Oder deuten ihr das? Die besten Menschen, von denen wir noch die Anerkennung in der Bibel kriegen, dass die noch nur Gott sein Hort werden. Das ist der König David. Nicht Moldau. Nicht Moldau. Wenn es dort wie er arbeitet, dort sollen das Gesetz lesen und dann nur leben. Und dort soll wie so klar sein, wir nicht in Sturm zu tun. Dort sind die, von denen wird Gott noch sagt, nee, dort ist ein Mann in mein Hort. Und hier sagt Paulus zu den Galater, sagt er, willst von wieder das Gesetz haben könnt, gerecht werden. Also wenn das bloß möglich was wird, dass der Mensch die Kapazität gehabt hat, das Gesetz nur zu folgen, dann wird keine Ursache gewesen, dass Christus hat kommen. Dann da wir das vor, ich denke, ja, das auch. Dann dauert das bis wieder, es dort, nicht? Aber sie können nicht. Sie haben nicht die Kapazität dazu, aber lass mich Ihnen das sagen, die haben noch den Willen dazu. Will muss geändert werden. Du musst erst eine andere Kraft in ihn kommen, was er in Kontrolle hat, was er mög anders gesan sein. Kolosser 1 ist auch so klar damit. Wenn es das sagt, Kolosser 1, Vers 12, er sagt, dank Gott den Vater dafür, dass er ihn fähig gemerkt hat, das aufgeht zu kriegen, was Christus für die Helge im Licht gemerkt hat. Er hat uns uit de gewalt van de duistere macht uitgeraad. En hat uns neergezet in dat rijk van zijn leven zijn Jesus Christus. In Jesus haben wir unsere Radung. Das meint, Jesus hat uns unsere Sünden vergibt. Und so, nu wollen wir mal gucken, von was hat er uns uitgeraad? Er sagt, er hat uns uit de gewalt van de duistere macht uitgeraad. Nu willen we best mal Salomon zijn leven bezien. Hij weer een duistere macht. Hij nam früher van andere Länder. En laat me een klein beetje vertellen, waarom ons dat juist. Eerst einmal, wann kann ich einen Friedensvertrag machen mit einem anderen Land? In so einem Friedensvertrag, du wird so einmal werden Geschenke gegeben. Mit Geschenken wird das bestätigt, dass sie ihrens wird. Aber weißt ihr, was von das klarstellen, dass gerade das Geschenk wird, womit das soll das Teubste bestätigt werden, dass das Friedensvertrag ein jährlicher Friedensvertrag wird? Dass wir, dass sich untereinander würden, dachten, aus ein Geschenk geben.
Dort ein König seine Tochter wird den anderen König, ein König wird seine Tochter den anderen König als früh geben, als ein Geschenk, wo du soll ein Beweis sein, um eine deupere Verbindung, um diesen Friedensvertrag. Und dann würden einige sagen, okay, den zwei, dann hätte ich gesagt, ich muss ganz so weit bitte, dann stehe ich noch. Kijk mal, hör mal, was ist das für die Diestre Macht? Waarom geloof een König dat hij met mij met Jan lohnt een Friedensvertrag unterschrieben, dat hij niet in je voorzie? Gott hat dort al gewesen, dat sehr viel gerade König rechts fallen verehrt. Wegen Gott versteht er verehrt. Sie dürfen gleich im Friedensvertrag mit Junefin. Sie dürfen gleich. Aber das ist, was passiert, wenn der Mensch ihr Vertrauen auf Gott verlieren hat. Wenn ein Mensch das Vertrauen auf Gott verlieren hat, und der fängt an von zu vergessen, wo mächtig Gott ist, wo allmächtig er ist, und dann verhält er sich selbst zufrieden. Dann verhält er sich selbst zu seiner Sicherheit, und das wird Salomo dort. Er macht mit vielen Ländern Friedensvertrags. Und das wo viele von seinen Frühers von herkommen. Am worden der aus ein Geschenk gebracht. Das wir ein Königsdachterin. Das wir nicht Frühers von Apagos. Das wir ein eure Seinde, hoch eure Seinde von den hohen Königs von anderen Ländern. Da ihre Dachterin worden am Teu gebracht aus ein Geschenk. Und er lebt da. Sein Hort hängt an. Und dann sagen wir dort, und als er alt wird, dann lenken die am Dach auf. Das ist dort, was das meint, eine diestre Macht fürs Geloof sein. Das wenn Salomo keinen Abschön hat, sagt das hier so, nicht? Weil er hat einen anderen Abschön. Er hat einen Abschön, auf Gott allein zu vertrauen. Gott ist meine Hoffnung. Gott ist da, wegen von den König David, sei wieder, der hat auch mehr frühes, aber der hat nicht von Utländer frühes. Wegen da wird nicht so, dass der König David muss den zwar im Friedensvertrag mit seinen Nachbarländern merken, dass er dadurch sein König direkt bestätigen, oder wie würde man sagen, dass er sich dadurch in geradere Sicherheit bringen. No. Dort sei wir nicht von den König David. Aber sein Sohn, was er sehen wird, bringt das durch. Wenn das sagt, der König Salomo, wir nicht ganz bei den Herrn. Denn sein Hort wir nicht ganz bei den Herrn. Und sein größter Trouble wie das. Dat hij niet ganz op Gott vertraut, dat hij glaubt, hij muss zijn Fleisch uitstrecken en zijn Rektum met bestätigen, dat ik voor mij een deal met al deze landen rammen mij. En dat bracht hem ten Fall. Aber, waar we ons in het leven moeten bezien. Hoeveel deals hebben we gemerkt, rammen ons om vrede te houden, omdat we met de wereld een beter vorig worden. Wat je gewoon, wie met de wereld een deal maken. Wanneer de wereld ons vrede aanbiedt, en we vangen den zwak aan, een Friedensvertrag te maken met de wereld, dat is niet dat we vrede hebben met de wereld, no, dat is dat we onder de wereld ihre Macht dan nu fürs Geloof zijn en dat je niet losvan. En dat krijgt van wat Jezus heeft ons losgehaald. Maar hij zegt, hij heeft ons uit de geweld van de diestere machten uitgeraad. En heeft ons neergezet in dat rijk van zijn leven zijn, Jezus Christus. Van die machten groots, met die wat de wereld opstellen deed, of die trucos wat de wereld opstellen deed, waarmee we zullen een Friedensvertrag met hen, du heeft hij ons van uitgeraad. Römer 6, Vers 6, du sagst, Jesus dit, was uns geworden ist. Er sagt, wir wollten, dass uns aller Mensch mit einem Tod gekreuzigt ist. Uns aller Mensch.
so dass es mit unseren sinnlichen Körper zu ein eng hat, in wie der Sinn nicht mehr dein. Ich sag, wir wollten, dass uns alle Menschen mit allem Tub gekriegt ist. Und hier zum Schluss, wo Paulus, dass der Matäus auch sagt, das ist das, was uns so merkt, so als Gott dort am Anfang gemerkt hat. Das ist das, was wir mal kennen, so als Gott das gemeint hat, so als wir leben sollen. Diese Änderung, was in uns Leben erst näher kommt, durch das, was Christus getan hat, das ist das, was uns merkt, dass wir überhaupt können, so ein Leben führen, so als Gott das gemeint hat, dass wir einmal eine Früh sind, dass wir für Lebenszeit abgebunden sind, und dass das da unter sein ist, das ist Gott, was das dort gemerkt hat. Wenn es eine Frau ist, der Mensch, dass in seine eigene Kraft soll, und das habe ich Äwa gesehen, dann geht das aus. Das passiert all kurz nur die Schöpfung, nach Ferde Sinnflut, wobei es die Menschen leben deuten, und dann riemt Gott die Menschen alle ab 8 Personen nur. Aber die wären nicht besser, so wie das Lothar. Da nur kommen ganz besonders nicht. Und nach wie Lothar, dann sei wieder der Jeroden bis immer waren und immer waren. Dann hat du also mehrere Sinnflutsmeier sein. Aber Gott hat das nicht so stark. Er sagt, er wird Kümmelmeier. Das hat keine Meinung. Wenn ich nach Halle versuchen darf, das sei noch nicht geändert. Das sei nicht geändert. Du musst was geraten passieren als eine Sinnflut. Du musst was viel geraten passieren. Du musst die Gott selbst die Kontrolle über ihn nehmen. Du musst die Gott, der wat Himmel en Erde gemerkt hat, selbst in ihn wohnen. Wenn es alle Struf und alle Sinnfluten, alles die anderen den Menschen nicht. Die strufen die über die anderen die nicht. Du musst was geraten passieren in der Stadt. Du musst was vom Bahn in ihn wirken. Und das kriegt, was wir nennen, die wahre Geburt. Das kriegt, dass die Menschen nu was nicht haben. Nu lebt die anders. Nicht so sei selbst will, aber so ist der in am regiert, das will. Und das, was wir sagen in Titus 3. Er sagt es dort. Aber als uns freundlicher Gott und Heiland vandaag kommt, mit wie gut er alle Menschen wird, rate uns. Dass wir nicht, dass wir Gerechtigkeitsworten abzuweisen haben, dass wir ihn nicht mitleiden. Wir werden dadurch nie geboren, dass er uns wasch, und durch den Heiligen Geist nicht leben darf. Denn durch Jesus Christus uns Heiland wirklich über uns kommen leid, dass wir dass wir durch seine Gnade sind gerechtfertigt worden, oben sind, weil wir die Hoffnung auf ewiges Leben haben. Aber das so zu leben, dass Jesus sagt, dass wir sollen leben, ist nicht unerschmählich ist, dass er die Kontrolle über uns nimmt. Und er führt sein Willen uit in uns, er bereikt unseren einen Willen, uns einen Fleisch und Blut muss gekreuzigt worden. Was meint er? Da muss das gemerkt werden. Wann hat wir das hier, ich habe das ein Thema vergessen. Aber umals, dort, wenn wir unsere Glieder nach anfangen weich zu schmieden, das ist einfach ein Handwieshahn ab dort. Wenn wir noch ein paar Glieder weich schmieden, die ewige Glieder, die werden bleiben, die sind doch bis alle sind. So, die machen rein alle sterben. Die Glieder machen rein alle dort gemerkt. Das war er meint, mit Jesus zu sterben. Nu einen wir uns nicht mehr selbst. Nu sind wir nicht mehr, der wird über uns selbst. Nu als Christus, der wird über uns selbst. Er einen uns nu. Und das nächste Ding ist das gute Ding von all das. Er einen uns nicht als Sklaven. Aber er hat, das wir jetzt in der spanischen Botschaft hier, er hat uns angenommen, er hat uns geadoptet. Als Sehens und Dachterin in sein Reich. Und er ist dort, wer nu wieder in uns leben, der durch seinen Geist und merkt uns zu so einen Menschen, als er uns will. Das sei wie in Jeremia 31, und das sei wie auch in Hesekiel 36. Und alle wegen sei wir dort. Dat das erst mal dann, wenn Gott kommt und da in uns leben dat, und da sein Willen in uns utführt, mir erst mal dann sind wir so eine Menschen, als er uns will. Das hat kein Mensch in sich selbst könnt.
Das, worum das meint, nicht het werken. Wenn das redet von het werken, das meint nicht, was unsere Kapazität ist. Das meint nicht, was wir haben können wirken. Und das, worum das so sehr nicht ehrlich ist, wenn du sich wer riemen dat, indem dat er sagt, ich habe Jesus angenommen. Ich habe dem im Hart gekriegt. So was? Die hat nichts getan. Die hat nichts getan. Das wie Gott, was das tut. Und ich will ihn tun. Hört ab mit den Salzpochen. Und wenn ihr wollt mit wem pochen, dann poch mit Christus, der hat das getan. Dann poch mit denen, dat der uns geläuft hat. Da will ich, dass wir den laufen. Johannes sagt uns das so klar. Dass wir nicht unsere Läufe für arm, aber wir sind Läufe für uns. Das geht immer den anderen Weg, als der Mensch das von der ersten Tag will haben. Der natürliche Mensch, oder der humanistische Mensch, der will immer selbst auf diesem Pedestal stehen, so es von heute getan hat. Hast du mal gedacht, wenn du ein Weltspiel geführt und dann der, was am ersten steht, und der, was in der ersten steht ist, in der zweiten steht, in der dritten steht, dann haben die diese verschiedensten Staupen, wo die dann oben stehen, sich da aufwiesen. Dann. Der Mensch, der hat immer diese Verlangen. Der natürliche Mensch will immer auf den höchsten Pedestal stehen, um sich wiesen, was er nicht gekannt hat. Hier ab mit uns dort. Hier ab. Weil wir dann denken, dort, wann diese wahre Geburt in uns passiert ist, da wir bloß denken, wer das getan hat. Das hat selbst keiner aus Jesus Christus selbst. Und das hat nicht wegen wie das all will. Das hat nicht du wegen getan. Wegen wie wollen gleich. No, das hat actually je in unseren Welt getan. Und du hast nach uns Welt dann geändert, so dass niemand hat das getan hat, nie Welt wieder schließlich. Und das wurde bis arm allein die Erde drauf. Amen. Da wird zum Schluss kommen ein Gebet. Lass ihr euch davor, wir kommen hier verdienen, wir danken dich für deine große Gnade. Und dort die nicht uns hast in unseren verdorbenen Zustand gelassen, dass wir selbst wollen sein, aber die hast unseren eigenen Welt unterbrochen und die hast uns erfüllt mit deinem Welt. Und hast uns den Geist gegeben. Und dort wir nicht tot sind für den Sinn und leben dich in die. Herr, dit allein, wir bloß deine Idee und keiner von uns hat die Ruhe gegeben, dort keiner von uns nicht dadurch kann groß reden. Und Herr, du wegen groß sprach ich die, dort die dort nicht lässt, dort die nun verlasst wird, indem dort Menschen pochen, und dat is ik die eer te tragen, voor dingen wat best die alleen doen kost, en dat over een mens zich dat zelfs wel toespreken, Herr. Erlaub dat niet. Leider merkt die noem groot, en dem, dat die dat wezen is, dat die alleen Herr best, en die best kenniks over alle kenniks, en Herr over alle Herren. Herr, moest die dat wezen, dat het dit is. En Herr, ik bid ook, en voor de obrigheid, voor de landen rammen ons, dat die dat toe ook wezen is, dat die ken ik best even eind. En dat die alle dingen wat er passieren, dat het niet anders is als die wel dat doorveld worden. Maar Herr, ik bid ook om genade. Dat die ons niet mocht doen in de regering geven als we ons verdiend hebben, wens Herr, dan moest we best nog zo slecht de regering gaan. Maar Herr, moest die liever genade bewezen in dem, dat die dat wezen is, dat die hast de macht, die zaten du aan wem die was. En Herr, aber zat du so eine aan, wo die Möglichkeit gerade ist, die nun zu verbreiten, sagt du lieber so eine an, was du noch tun kicken, oder was du nutzt du tun kicken, dass die Welt kann durchgeführt werden. Und das Schrakel, was du passiert, und dass du werden so gründlich viel Dinge aufgedreven und all das bis mit großer Gewalt, weil immer euer und euer waren, Herr, musst du ein Ende mit merken. Und musst du lieber so eine Regierung sagen, was du noch wenigstens im Wasser dagegen fährten. Aber Herr, musst du uns als Kirche in der Kraft geben, dass wir groß sein, was die Gegenfährten tun. Dass das Böse, was in der Welt angeht, Herr, möchten wir Kraft kriegen, um die Gegenfährten, und dass wir machen in der Stadt den Evangelium verbreiten, und dass du dadurch machen, in dort düstere, verdorbenen Zustand, du machen Menschen mehr und mehr rauskommen. Das bad wir, Herr, dass du das machst wirken, wenn's keiner von uns hat nie Ruhe, wo das wieder soll. Wo ist das was möglich? So eine harte Horten, wo du so steinhart sein, wo du so zugeschlossen sein, es geriechen wird. Dass du keiner nennen können und keiner rühren können.
so hart sind so eine Horten. En her moest die rots die zijn, wer die wegen doelbraak, wer dat schreien een harte riet redt, en moest die zijn wat du lava en fleisch en hart en die steht neerjaf. En her moest dit dat zijn, wo der die noem groot meer aan des, dit bid ik in Jezus' noem. Amen.